Ava und Ben und die Megaspinne. Es ist Montagmorgen auf dem Pausenplatz des Schulhauses Sonnenberg. Ava springt von der Rutschbahn zum Klettergerüst. Komm, hier rüber! Sie spielt mit ein paar Mädchen aus ihrer Klasse, der Klasse von Frau Enderlin, ihr Lieblingsspiel. Der Boden ist Lava. Spring! Okay. Und wer den Boden berührt, hat verloren. Guck mal, Ben! Ava springt vom Klettergerüst direkt vor Bens Füße. Ben, spinnst du? Warum ziehst du einen Ast hinter dir her? Ein Ast ist doch super. Und warum hast du heute Morgen nicht auf mich gewartet? Wir laufen doch sonst immer zusammen. Weil du ewig im Gartenabfalleimer gewühlt hast. Ich will nicht schon wieder zu spät kommen. Musste gestern schon 3 Muckelsteine abgeben. Ben, zeig mal den Ast. Wow, cool. Ich hab nur einen Stein. Ich Moos. Ich Rinde. Oh, toller Ast. Die anderen Mädchen drängen sich um Ben. Ava wundert sich. Was ist hier denn los? Da fällt es ihr wieder ein. Frau Enderlin hatte ihnen gestern den Auftrag gegeben, heute etwas aus der Natur mitzubringen. Alle haben etwas in der Hand. Einen Stein, ein Stück Moos, Baumrinde, eine getrocknete Blume und Ben den Ast. Einen riesigen Ast. Ben hat das Coolste, ruft Susanne. Ava blickt auf die große Uhr am Schulhaus. Es klingelt gleich. Und sie hat den Auftrag von Frau Enderlin nicht erfüllt. Sie hat nichts aus der Natur mitgebracht. Ava nuschelt vor sich hin. Das Coolste. Pah, wartet's ab. Ich bring was noch Cooleres mit. Ava streift über den Pausenplatz und schaut sich nach etwas aus der Natur um. Mist! Die Kinder rennen ins Schulhaus. Nur Ava bleibt auf dem Pausenplatz zurück. Ich muss was finden. Ich muss unbedingt was finden. Hektisch sucht Ava auf dem Pausenplatz etwas aus der Natur. Etwas, das mindestens so cool ist wie der riesige Ast von Ben. Papier von einem Farmerriegel. Nicht aus der Natur. Kieselstein. Nicht cool. Pokémon-Karte. Nicht schlecht, aber auch nicht aus der Natur. Ava! Ben steht mit seinem Ast in der Schulhaustür. Komm jetzt! So ein Mist! Ava steckt die Pokémon-Karte ein. Komme! Guten Morgen, Nino. Guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Frau Enderlin. Gerade schafft sie es noch ins Klassenzimmer, bevor die Schulstunde beginnt. Guten Morgen, Ava. Guten Morgen. Kommt in den Kreis, sagt Frau Enderlin. Den Teek könnt ihr mitnehmen. Alle setzen sich auf ihre Plätze auf den Bänken und stellen ihren Schulteek zwischen die Beine. Du hättest mich an die Aufgabe erinnern können, flüstert Ava Ben zu, als sie sich neben ihn setzt. Ben zuckt nur mit den Schultern. Hättest halt auf mich warten müssen. Lasst uns beginnen. Frau Enderlin lächelt in die Runde. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr alles für Sachen aus der Natur mitgebracht habt. Wer fängt an? Ich, ruft Susanne. Ich habe einen Stein, er ist weiß und meine Mutter sagt, das ist ein Quarz. Sehr schön, Susanne. Leg den Stein in die Mitte. Nach Susanne ist Ömer dran und nach Ömer Ella und nach Ella Ben. Alle haben etwas aus der Natur mitgebracht. Ömer ein Ahornblatt. Ella ein kleines Stück Rinde. Ich hab einen Ast, sagt Ben. Einen Ast von einem Birnbaum. Oh, wow. Sehr schön, Ben, lobt ihn Frau Enderlin, als er seinen Ast in die Mitte des Kreises legt. Sehr schön, etwas groß, aber sehr schön. Ava rutscht nervös auf der Bank herum. Nach Ben ist sie dran. Ich habe auch etwas Cooles. Ava wühlt in ihrem Rucksack und zieht daraus
ein Buch. Kinder, wir lachen uns nicht aus. Ava, hast du den Auftrag vergessen? Ava wird ganz heiß. Das war's nicht. Mach schon, Ava. Moment. Schon wieder vergessen. Ava, fragt Frau Enderlin ungeduldig. Wo ist denn... Ava schüttet den Inhalt ihres ganzen Rucksacks auf den Boden. Ihr Etui fällt heraus, 2 Bücher, Stifte, ihre Znüni-Box, aber nichts aus der Natur. Vielleicht hier drin. Ava öffnet ihr Etui, aber darin liegen nur Stifte, ein Radiergummi und ein Spitzer. Ava starrt in ihren Rucksack. Dann lächelt sie. Wo kann sie denn sein? Ava öffnet die Znüni-Box, aber darin liegen nur ihre Cracker. Ava? Sie ist nicht da. Sie? Fragt Frau Enderlin. Wer ist sie? Na, meine Vogelspinne. Wow, Vogelspinne. Cool. Frau Enderlins Augen werden groß. Deine Vogelspinne? Ja, ich habe meine Vogelspinne mitgebracht. Ist das nicht super cool? Ava strahlt. Nur leider ist sie ausgebüxt. Gerade habe ich sie noch gesehen, aber jetzt ist sie nicht mehr in meinem Rucksack. Eine Vogelspinne? Im Schulzimmer? Stottert Frau Enderlin. Und dann ruft sie, alle auf die Pulte! Alle! Vogelspinne! Ava, du hast wirklich eine Vogelspinne mitgebracht. Frau Enderlin kramt in ihrer Tasche und zieht ihr Smartphone hervor. Bleibt alle auf den Pulten. Ich rufe den Abwart an. Als Frau Enderlin die Nummer des Abwarts in ihrem Smartphone sucht, steigt Nino heimlich von seinem Pult hinunter, holt sich einen Becher vom Waschbecken und... Hab sie! Zeig mal! Sofort versammelt sich die ganze Klasse um Nino. Ich will auch sehen. Jetzt nicht schubsen. Nur Frau Enderlin steht noch auf ihrem Pult. Wartet, bis der Abwart hier ist. So eine Spinne ist giftig. Das ist doch keine Spinne, meint Ömer. Klar ist das eine Spinne, gibt Nino zurück. Eine Spinne hat 8 Beine. Und das da, das hat mehr Beine. Das ist eine Megaspinne, fällt es Nino ein. Wow! Ist sie das, Ava? Ruft Frau Enderlin, die noch immer auf dem Lehrerpult steht. Also... Susanne klopft gegen den Becher. Das ist ein Tausendfüßler. Und der ist tot. Oh. Ich möchte euch nicht stören, aber könnt ihr mir mal bitte vorhelfen? Alle Kinder sehen zu Ahmed. Was machst du da unter dem Bücherregal? Will Ava wissen. Egal, wichtig ist, ich hab was. Aber könnt ihr mir mal helfen? Klar, sagt Ben. Jungs, kommt. Zusammen mit Nino und Ömer ziehen sie Ahmed unter dem Regal hervor. Als sie Ahmed befreit haben, sieht er fast so staubig aus wie der vertrocknete Tausendfüßler. Hast du die Spinne? Fragt Ben. Nein, aber... Ahmed öffnet langsam seine Hand. Ein goldener Ring, ruft Susanne. Ahmed nickt. Wie ein mutiger Abenteurer hält er seinen Fund in die Höhe. Zeig mal, Ahmed. Ahmed bringt den Ring zu Frau Enderlin. Mein Ring. Du hast meinen Ring gefunden. Kurz lächelt Frau Enderlin, dann fällt ihr die Spinne wieder ein. Aber jetzt zurück auf die Pulte. Wartet, ruft Ava. Ich glaube, die Spinne ist nicht da. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie ist beim Tierarzt. Mama hat sie wieder aus meinem Rucksack genommen, weil sie doch zum Tierarzt musste. Wirklich, Ava? Die Spinne ist nicht hier. Nein, Frau Enderlin, ich bin mir sicher. Na, dann brauche auch ich nicht länger auf dem Pult zu stehen, sagt Frau Enderlin erleichtert. Kommt zurück in den Kreis. Bei wem waren wir stehen geblieben? Nino,
was hast du uns Schönes mitgebracht? In der großen Pause begraben die Kinder den toten Tausendfüßler in einer Ecke vom Schulgarten. Ava hat ein kleines Loch gegraben. Vorsichtig legt sie den Tausendfüßler hinein. Mach's gut, Megaspinne. Alle legen ihre Naturmaterialien aufs Grab. Susanne den Quarzstein, Ahmed sein Ahornblatt, Ella das Stück Rinde. Nur Bens Ast ist zu groß für das kleine Grab. Ava und Ben und der Schatz des Sonnenbergs. Stan schaut Robbie erschrocken an. Du willst wirklich in diese Höhle? Sie sieht düster aus. Es ist Mittwoch, kurz vor Mittag und Vorlesezeit in der Klasse von Frau Enderlin. Sie liest. Wir müssen da rein, wenn wir das Versteck finden wollen. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Wir müssen vor ihnen beim Schatz sein. Die ganze Klasse lauscht gespannt dem Detektivabenteuer um einen verschollenen Piratenschatz. Nur Ava ist abgelenkt. Schau mal! Ava stößt Ben in die Seite. Schau, da draußen! Ben zuckt mit den Schultern. Der Schulabwart. Ja, aber siehst du nicht, was er vor sich herschiebt? Das ist bestimmt eine Schatztruhe. Quatsch, das ist doch kein Schatz. Frau Enderlin blickt vom Buch auf. Ava und Ben beenden ihr Tuscheln. Aber Ava kann sich immer noch nicht auf die Geschichte konzentrieren. Was war das für eine Truhe? Sicher eine uralte, denkt sie. Aber was macht Herr Langenecker mit einer uralten Truhe hier beim Schulhaus? Das Läuten der Glocke reißt Ava aus ihren Gedanken. Frau Enderlin klappt das Buch zu. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen, Tschüss, Frau Enderlin. Tschüss. Was, wenn doch ein Schatz drin ist? Fragt Ava Ben, als sie ihren Rucksack packt. Da ist kein Schatz drin. Bei dem Buch von Frau Enderlin gibt es auch einen Schatz. Das ist doch nur eine Geschichte, erklärt Ben. Ja und? Nur weil es in Geschichten Schätze gibt, heißt das noch lange nicht, dass es bei uns keine gibt. Komm mit! Ava rennt los. Komme! Ben eilt ihr hinterher. Sie laufen hinunter zum Schulgarten. Direkt neben dem Kompost liegt ein dreckiger Spaten. Ha! Triumphiert Ava. Mit dem hat er den Schatz ausgegraben. Meinst du wirklich? Fragt Ben unsicher. Der Abwart arbeitet doch ständig im Schulgarten. Hast du die Truhe gesehen oder nicht? Ben wuschelt sich mit einer Hand durchs Haar. Es könnte schon sein. Wir müssen das auf jeden Fall untersuchen, sagt Ava. Wie die Detektive im Buch von Frau Enderlin. Ich muss nach Hause, meint Ben. Mittagessen. Okay, dann am Nachmittag. Am Nachmittag stehen Ava und Ben wieder auf dem Pausenplatz. Ein paar ältere Jungs kicken auf dem Sportplatz daneben, sonst ist niemand da. Ben schaut sich um. Meinst du, er hat die Truhe in seinen Schuppen gestellt? Das werden wir gleich wissen, sagt Ava. Ich mache eine Räuberleiter und du schaust durchs Fenster. Vor dem Schuppen faltet Ava ihre Hände zu einer Stufe und geht in die Hocke. Ben steigt vorsichtig mit seinem Fuß hinein. Jetzt hoch, befiehlt er. Hey, aua, nicht wackeln! Ben balanciert auf einem Fuß auf Avas Räuberleiter. Langsam kommt Ava aus der Hocke hoch. Mann, du bist echt schwer. Ava drückt ihren Rücken ans Schuppentor und stemmt Ben weiter hoch. Noch ein Stück. Gleich sehe ich was. Und? Siehst du sie? Ja, da ist sie. Hab ich's doch gewusst. Hey! Ava lässt Ben abrupt runter. Wie kommen wir da rein? Sagt Ava und schaut zum Fensterchen hoch.
Ben kramt in seiner Hosentasche und zieht ein kleines Werkzeug hervor. Ava staunt. Ein Dietrich. So ein Ding zum Schlösserknacken. Das hatten die doch in dem Buch von Frau Enderlin auch. Ben steckt das Werkzeug ins Schloss des Schuppentors. Vorsichtig bewegt er den Dietrich ein wenig hoch, dann runter. Klappt's? Moment, brummt Ben. So, offen. Ben zieht am Griff. Das Tor des Schuppens schwingt zur Seite und ganz hinten an der Wand steht die Truhe. Jetzt, im Halbdunkel des Schuppens, sieht sie noch viel geheimnisvoller aus. Was da wohl für ein Schatz drin ist. Ava und Ben stehen vor dem Schuppen des Abwarts. Das Tor ist offen. Ganz hinten an der Wand steht die Truhe. An die Arbeit, sagt Ava. Doch Ben zögert. Wir dürfen hier nicht rein. Hat uns Frau Enderlin doch gesagt, streng verboten. Wir müssen aber. Jetzt, wo das Tor offen ist, kann jeder rein. Und dann stiehlt jemand den Schatz. Und weißt du, wer daran schuld ist? Ava sieht Ben streng an. Du. Ich? Du hast das Schloss geknackt. Und darum müssen wir jetzt da rein, um den Schatz in Sicherheit zu bringen. Hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. War schon offen. Ava braucht einen Moment, bis sie versteht, was Ben sagt. Da dämmert es ihr. Ben hatte nur so getan, als ob er das Schloss mit dem Dietrich geknackt hätte. »Du kannst gar keine Schlösser öffnen?« fragt Ava. Ben schüttelt den Kopf. »Ich dachte, das gehört dazu. Echte Detektive knacken Schlösser. Und da habe ich...« Ava klopft Ben auf die Schulter. »Gut gemacht, Kollege. Offen ist offen. Und wir müssen nun den Schatz retten.« Im Schuppen ist es düster. Es riecht modrig. Nach Erde, Moos und Motorenöl. Überall steht Werkzeug rum. An der Seite steht ein Rasenmäher. Hinten an der Wand, neben mehreren Säcken Pflanzenerde, steht auf einem Schiebewagen die Truhe. »Meinst du, die ist abgeschlossen?« fragt Ava. »Die Truhe hat kein Schloss. Schau.« »Sehr gut.« Ava greift unter den schweren Deckel der Truhe. »Pack mit an. Auf 3. 1, 2, 3. »Oh nein«, ruft Ava. »Wir sind zu spät.« Ava und Ben sehen in die Truhe. Sie ist leer. Falls hier mal ein Schatz drin war, ist er nicht mehr da. Nicht einmal eine Münze liegt darin. »Die Diebe waren vor uns da«, stöhnt Ava. »Die hatten aber auch leichtes Spiel. Warum hat der Abwart auch nicht abgeschlossen?« »Wir müssen es ihm sagen«, meint Ben. »Warte, wenn wir jetzt zu Herrn Langenecker gehen, dann denkt er, wir hätten den Schatz gestohlen.« »Aber das haben wir doch nicht.« »Und dann musst du alle deine Muckelsteine abgeben.« »Alle?« »Alle.« Ben sieht Ava ungläubig an. Vielleicht stimmt das auch nicht mit den Muckelsteinen. Aber alle? Alle wären schon sehr viele auf einmal. »Also«, verkündet Ava, »wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder schließen wir jetzt die Truhe und das Schuppentor wieder und tun so, als ob wir nie hier gewesen wären, oder wir finden den Schatz.« »Das Erste. Das geht nicht. Du hast doch gesagt, wir haben 2 Möglichkeiten. Warum nicht die erste?« »Wir sind Detektive, keine Angsthasen.« »Aber der Schatz ist weg, über alle Berge«, jammert Ben. »Vertrau mir«, lächelt Ava. »Ich habe einen Plan.« Es ist Donnerstagmorgen. Frau Enderlin ruft alle Kinder in den Sitzkreis. »Ich habe eine Überraschung für euch.« Frau Enderlin öffnet die Türe und herein kommt der Schulabwart. Vor sich stößt er den Schiebewagen mit der Truhe. Auf der Truhe liegen Säcke mit Pflanzenerde. »Herr Langenecker macht uns ein Hochbeet.
direkt im Schulzimmer. Der Abwart hebt die Säcke mit der Erde auf den Boden. Die Erde kommt in die Truhe, erklärt Frau Enderlin. Wir setzen darin Blumen und wenn dann die Blumen blühen, sieht es aus wie ein Schatz. Bei diesen Worten öffnet Herr Langenecker die Truhe. Cool, ein Schatz. Damit hat der Abwart nicht gerechnet. Auch Frau Enderlin nicht. In der Truhe funkelt bereits ein Schatz. Man muss schon sehr genau hinsehen, um zu erkennen, dass es nur golden angemaltes Altmetall ist. Gute Arbeit, Flüstert Ava zu Ben. Das ist aber eine Überraschung, ruft Frau Enderlin. Ja, aber... Herr Langenecker kratzt sich am Hinterkopf. Doch bevor er mehr sagen kann, ruft Ben, voll cool, der Schatz des Sonnenbergs. irre. Ja! Unglaublich, ein Schatz, lacht Frau Enderlin. Wie in der Geschichte von gestern. Ava und Ben und das Wettrennen. Es ist Freitagmorgen. Ava hüpft das Treppenhaus ihres Wohnblocks hinunter. Unten an der Tür wartet Ben. Da bist du ja endlich. Bist du bereit? Na klar, diesmal hast du keine Chance. Ava zeigt auf ihre Turnschuhe. Die sind neu und super schnell. Pah, nur weil du neue Turnschuhe hast, bist du noch nicht schneller beim Schulhaus als ich. Oh doch, die neongelben Blitze machen mich zur Rakete. Werden wir ja sehen. Auf 3? Auf 3. 1, 2, 3. Sie sprinten los. Ben liegt vorne. Er rennt den kleinen Weg vor dem Wohnblock hinunter und biegt dann nach rechts in einen Kiesweg ein. Ava läuft dicht hinter ihm. Mitten auf dem Weg steht Frau Bischof mit ihrem Hund Rudi. Achtung, Frau Bischof, Ruft Ben. auf die Seite, ich komme. Frau Bischof zieht erschrocken an der Leine. Rudi jault. Seine Leine spannt sich über den Weg. Ben springt darüber. Ja. Und schon ist er um die nächste Ecke. Grüezi, Frau Bischof. Ava rennt einen Bogen um Rudi. Nicht durch die Blumen. Sorry, Frau Bischof. Ben steht bereits an der großen Straße, als Ava ankommt. Die Ampel ist rot, Timeout auf dem Zebrastreifen. keucht Ben. Okay. Die Ampel wechselt auf grün. Dann gehen sie nebeneinander zur anderen Straßenseite. Doch schon beim letzten Schritt beschleunigt Ben wieder. Sie rennen den Schotterweg hinauf. Gib auf. Ruft Ben. Niemals. Ava läuft schneller. Ich krieg dich noch. Turbo. Ruft Ben und beschleunigt. Doch in diesem Moment fliegt sein Turnschuh in hohem Bogen von seinem Fuß. Ava holt auf. Warte, mein Schuh. Das ist unfair. Als Ava an ihm vorbeizieht, packt Ben Ava am Rucksack. Hey, lass los. Ava kickt Ben. Aua. Ben zieht am Rucksack, Ava fällt hin. Au. Unfair. Ruft Ava. Neustart. Ben schlüpft in seinen Schuh. Okay. 1, 2, 3. Sie rennen wieder los. Jetzt biegen sie in die Schulhausstraße ein. Ava ist vorne. Gleich sind sie beim Schulhaus. Sie flitzen an Ömer und Nino aus ihrer Klasse vorbei. Hopp, Ben, hopp, Ben, hopp, Ben. Ava schlüpft durch eine Hecke. Ben hinterher. Sie sprinten über den Sportplatz. Das Schulhaus ist in Sicht. Nur noch ein Zaun trennt Ava und Ben vom Pausenplatz. Mist, der Zaun. Der Zaun ist echt hoch. Ava bremst ab, zögert. Was soll sie tun? Ben holt auf. Er klettert über den Zaun und ist auf dem Pausenplatz. Gleich hat es Ben zum Schulhaus geschafft. Ava hat eine andere Idee. Sie ist wendig und will durch die Gitterstäbe des Zauns schlüpfen. Seitlich drückt sie sich durch die Stäbe. Mit den Beinen und Füßen ist sie schon durch. Super. Doch dann
bleibt sie stecken. Oh nein, Es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. oh nein, oh nein, oh nein. Naja, Sie steckt im Zaun fest. aua. So richtig. Ava steckt im Zaun zwischen den Gitterstäben fest, beim Sportplatz vom Schulhaus Sonnenberg. Au. Oh nein. Sie quetscht und stemmt. Hey, Ben. Ben, der schon fast beim Schulhaus ist, hält an und läuft wieder zurück. Er versucht Ava zu helfen. Du musst... Nein, mach mal... Doch eine Idee, wie er sie rauskriegt, hat er nicht. Da kommen Ömer und Nino dazu. Das sieht übel aus, sagt Ömer. Dann fällt ihm etwas anderes auf. Hey, du hast neue Schuhe. Die sind echt cool. Schließt sich Nino an. Ava wird sauer. Jungs, labert nicht. Helft mir lieber raus. Nino packt Ava an den Beinen und zieht. Sie rutscht nach unten, aber befreit ist sie nicht. Aua. Im Gegenteil, Aua, aua, sie steckt noch fester zwischen den Stäben. Aua. Aua, aua. Wir drücken die Stäbe auseinander, bestimmt Ömer. Nino, du ziehst am linken Stab, Ben, du ziehst am rechten. Und dann ziehe ich sie an den Beinen raus. Puh, die blöden Stäbe bewegen sich keinen Millimeter. Die sind voll stabil, ärgert sich Ömer. Nino lässt sich auf die Wiese fallen. Mein Vater hat so eine Maschine, mit der kann man Metall durchtrennen. Ava schüttelt den Kopf. Spinnst du? Du sägst mir noch ein Stück ab. Ömer zuckt mit den Schultern. Wie wär's mit Sprengen? Jetzt kommen auch Susanne, Ahmed und Ella angerannt. Was macht ihr denn da? Fragt Susanne. Die steckt fest, sagt Ömer. Susanne schlägt sich die Hand an den Kopf. Ava, echt jetzt? Lass sie heult gleich. Entschuldigung, aber... Wir müssen sie befreien, meint Ella. Jetzt gehen dann gleich die Sechstklässler in den Sportunterricht. Voll peinlich, ruft Ahmed. Wenn die dich so sehen, dann machen die für immer Witze über dich. Ich habe eine Idee, sagt Susanne. Wir ziehen sie an den Beinen raus. Schon versucht, meint Ömer. Geht nicht. Geht schon. Sie muss dabei einfach ausatmen und den Bauch einziehen. Wenn man stark ausatmet, wird man dünner. Sie soll lieber ihren Rucksack ausziehen, überlegt Nino. Kann ich nicht, stöhnt Ava. Ich steck fest. Schon gemerkt? Ben greift durch den Zaun und versucht, Ava den Rucksack abzustreifen. Jetzt hilf mal etwas mit. Aua, pass auf. Stell dich nicht so an. Ich krieg den nicht weg. Ich stell mich nicht an. Ich steck fest. Geh mal zur Seite, Ben, befiehlt Susanne. Wir müssen schneiden. Susanne hält plötzlich eine Schere in der Hand. Stopp, schreit Ava. Du schneidest nicht meinen Rucksack kaputt. Aufhören, ihr, schreitet Nino ein. Mit Gewalt geht das nicht. Ömer nickt. Gewalt ist nie eine Lösung. Er blickt zu Nino. Aber was ist die Lösung? Wir reiben sie mit Butter ein. Dann ziehen wir sie an den Beinen und sie flutscht raus. Kapiert? Jetzt geht alles schnell. Ich habe ein Butterbrot, ruft Ella und zieht aus ihrem Teek ihr Znüni hervor. Ich auch. Ömer nimmt aus einer Plastikbox ebenfalls ein Brot. Ella klappt ihr Sandwich auseinander und schüttelt die Gurken auf den Boden. Schnell, drängt Ahmed. Gleich kommen die Sechstklässler. Ava strampelt mit den Beinen und versucht sich zu wehren. Nicht! Haltet sie fest. Ich mach zuerst den Hals, sagt Ella. Ich komm nicht an sie ran, jammert Ömer. Die strampelt wie wild. Die Kinder versuchen Ava festzuhalten, doch sie sträubt sich energisch. Ella versucht immer noch, die Butter an Avas Hals zu schmieren. Nicht! Da packt Ava Ellas Handgelenk. Sie schüttelt ihr das Butterbrot aus der Hand und dann wälzen sich die beiden auf dem Boden.
Ava, sagt Ben. Ava, du bist frei. Hä? Ava hält inne. Sie steckt nicht mehr im Zaun fest. Oh, es hat funktioniert. Triumphiert Ella. Ja! In diesem Moment läutet die Schulhausglocke und schon stürmen die Sechstklässler mit ihren Turnsäcken über den Pausenplatz. Wir sind spät, ruft Ben. Wer zuerst beim Schulhaus ist. Erste. Ava grinst Ben an. Hab doch gesagt, mit meinen neuen Turnschuhen bin ich schneller als du. Ava und Ben und der Einbrecher. Es ist Montagmorgen im Schulhaus Sonnenberg. Frau Enderlin hat die Kinder ihrer Klasse in kleine Gruppen aufgeteilt. Wir hatten diese Woche die 5 Sinne als Thema. Heute machen wir zum Abschluss einen Postenlauf durchs Schulhaus. Bei jedem Posten geht es um einen anderen der 5 Sinne. Wisst ihr noch, welche Sinne es gibt? Nino ruft, Essen. das heißt schmecken, verbessert ihn Susanne. Und sehen, sagt Ava. Ben vervollständigt, fühlen, hören und riechen. Sehr gut. Jede Gruppe hat ein Aufgabenblatt bekommen. Zu jedem Sinn gibt es einen Posten mit einer Aufgabe. Beim Posten Riechen müsst ihr zum Beispiel einen Geruch herausfinden. Eure Lösungen schreibt ihr auf euer Aufgabenblatt. Die Kinder nicken und Frau Enderlin erklärt weiter. Jede Gruppe hat eine andere Postenreihenfolge. Ihr beginnt beim obersten Posten auf eurem Blatt und geht dann zum nächsten. Wenn ihr fertig seid, kommt ihr mit eurem Blatt hier ins Schulzimmer zurück. Ava hebt ihre Hand. Ava? Wo sind die Posten? Gute Frage. Alle 5 Posten sind im Erdgeschoss. Schaut euch dort um. Ich habe gelbe Zettel neben die Posten gehängt, auf denen nochmals genau steht, was ihr herausfinden müsst. Habt ihr den Auftrag verstanden? Jawohl. Ja. Dann könnt ihr jetzt zu eurem ersten Posten gehen. Aber bitte ohne Rennen. Die anderen Klassen haben auch Schule. Ava, Ben, Ömer und Ella beginnen beim Posten Riechen. Ava liest vor, was auf dem gelben Zettel steht. Was riechst du in der Dose? Ben schnappt sich die Dose und schnüffelt daran. Er hält sie Ava unter die Nase. Riech mal, voll eklig. Ava schnuppert vorsichtig. Das riecht nach Stinkesocken. Ella versucht es auch. Stinkesocken sind's nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Käse. Ömer hält das Aufgabenblatt in der Hand. Was für Käse? Emmentaler, Gruyère, Appenzeller? Ella rollt mit den Augen. Ist doch egal, schreib einfach Käse. Okay, weiter. Beim nächsten Posten sind gerade noch Nino, Susanne und Ahmed dran. Nino verdeckt mit der Hand das Aufgabenblatt. Hey, nicht spionieren! Beim Weggehen sagt Ahmed, das findet ihr nie raus. Klar finden wir das raus, ruft ihm Ava nach. Ömer liest seiner Gruppe den gelben Zettel vor. Was fühlst du in der Schachtel? Wir könnten einfach reinsehen, meint Ella. Das geht nicht, sagt Ömer. Die Schachtel ist fest zugeklebt. Ava steckt ihre Hände durch die 2 Löcher in die Schachtel hinein. Es fühlt sich weich an und lässt sich zusammendrücken. Und es hat viele Löcher, wie ein Käse. Ava macht Ömer Platz. Kein Käse, brummt er. Es sei denn, Frau Enderlin putzt mit einem Käse die Wandtafel. Ein Schwamm, lacht Ava und Ben schreibt das Wort auf ihr Aufgabenblatt.
Ava, Ben, Ömer und Ella sind auf dem Weg zum 3. Posten. Hören, liest Ben auf dem Aufgabenblatt. Wir müssen jetzt zum Posten hören. Habt ihr das auch gehört? Ava bleibt stehen und sieht Richtung Treppenhaus. Schon, meint Ella. Aber da ist kein gelber Zettel. Die Posten sind doch bei den gelben Zetteln. Das kommt von da unten. Ella versucht es nochmals. Aber da ist kein Posten. Frau Enderlin hat gesagt, die Posten sind alle im Erdgeschoss. Ava geht ein paar Stufen die Treppen hinunter. Ich gehe nachsehen. Die anderen 3 bleiben stehen. Ella fragt, was könnte das sein? Ben zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung, aber es klingt auf jeden Fall seltsam. Ava geht langsam die Treppe hinunter, die ins Untergeschoss des Schulhauses Sonnenberg führt. »Warte!« ruft ihr Ella hinterher. Ava presst den Zeigefinger an ihre Lippen. »Aber«, wendet Ömer ein, »Frau Enderlin hat doch gesagt, alle Posten sind im Erdgeschoss.« Und Ella sagt, »Außerdem gibt es hier keinen gelben Zettel.« Der ist wahrscheinlich runtergefallen, meint Ava. Oder, sie blickt zu Ben, Ella und Ömer hoch, eine andere Gruppe hat ihn abgemacht, damit wir den Posten nicht finden und nicht die Besten sind. »Quatsch«, schaltet sich Ben ein, »jetzt hör aber auf, da unten ist kein Posten.« Da ist was. Und wir gehen jetzt nachsehen. »Du bist nicht die Chefin«, protestiert Ben. Doch Ava geht einfach weiter. Ömer und Ella gehen hinterher. Und schließlich steigt auch Ben die Treppe hinunter. Im Untergeschoss ertönt wieder das Geräusch. Dort! Es kommt von dort! Die 4 rennen zur Türe des Werkraumes. Das kommt von da drinnen! Ella drückt die Türklinke. Offen. Ava stellt sich den anderen in den Weg. Stopp! Vielleicht gehört das doch nicht dazu. Jetzt will ich aber wissen, was das ist. Ömer drückt den Lichtschalter im Werkraum. Die Neonröhren flackern einmal und leuchten dann grell den Werkraum aus. Aber Ava ist unsicher. Wir dürfen da nicht rein. Ben zeigt auf die Werkbank in der Ecke. Da hinten, da unter dem Tisch sitzt ein Kätzchen, ruft Ella. Jö! Ella rennt auf das Tier zu, doch das Kätzchen zieht sich weiter unter die Werkbank zurück. Es drückt sich ganz in die Ecke. »Du erschreckst es«, sagt Ömer. Ella kauert sich vor die Werkbank. »Wie bist du denn hier reingekommen? Komm zu mir. Psst, 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 psst. Komm.« Doch das Kätzchen kommt nicht. Es drückt sich weiter an die Wand. »Wir müssen sie hier rausbringen«, sagt Ava, und zum Kätzchen flüstert sie, »Du darfst hier nicht sein. Ohne Lehrperson darf man nicht im Werkraum sein.« Ben zeigt auf das angelehnte Fenster. Sie kam sicher durch das Fenster, wie ein Einbrecher. Ella kriecht unter die Werkbank. »Komm, Kätzchen, komm.« Sie streckt langsam ihre Hand vor. Da rennt die Katze an ihr vorbei und Ella ruft, »Haltet sie!« Keines der Kinder kriegt das herumrennende Kätzchen zu fassen. Es verkriecht sich unter dem Lehrerpult. »Einkreisen«, befiehlt Ben. »Ava, Ella, ihr kommt von hinten, Ömer, du von der Seite und ich schnapp es.« Langsam gehen die 4 Kinder auf die Katze unter dem Lehrerpult zu. »Ganz ruhig«, säuselt Ben. »Ganz ruhig, Kätzchen.« Er blickt zu den anderen. »Seid ihr bereit?« Ava und Ella nicken. Ömer streckt die Daumen in die Höhe. »Kann losgehen.« Ben zählt. 1, 2, 3.
In diesem Moment rennt die Katze unter dem Pult hervor und sprintet aus dem Werkraum hinaus. Ava ruft ihr nach. »Hey, nicht durchs Schulhaus rennen!« Die 4 Kinder eilen der Katze hinterher. Aus dem Werkraum, die Treppe hoch, dann stoppen sie urplötzlich. Vor ihnen steht der TTG-Lehrer. »Grüezi, Herr Krasnitschi«, sagt Ben. »Hallo ihr, was macht ihr denn da unten?« »Haben Sie eine Katze gesehen?« fragt Ömer zurück. »Es ist tatsächlich gerade eine Katze an mir vorbei aus der Schulhaustür gerannt.« Ella seufzt enttäuscht. Ich hätte die Katze so gern gestreichelt. So flauschig. Das hätte sich super angefühlt. »Fühlen«, ruft Ben. »Wir haben noch gar nicht alle Posten.« Der TTG-Lehrer schaut die 4 Kinder fragend an. »Katzen? Posten?« Ava erklärt. »Wir machen einen Postenlauf zu den 5 Sinnen. Und Sie, Herr Krasnitschi, sollten besser die Fenster schließen, wenn niemand im Werkraum ist. Sonst kommen Katzen rein.« »Oder Einbrecher«, ergänzt Ben. »Wie bitte? Wart ihr im Tschüss, Herr Krasnitschi«, rufen die 4 und rennen los. Rennen gehört aber nicht zu den 5 Sinnen. Ava und Ben und die Zauberbäume. Cool. Ben zeigt auf das Plakat beim Eingang des Stadttheaters. Auf dem Plakat wandert ein Prinz durch einen Wald. Hinter einem Baum lauern 2 gefährlich aussehende Gestalten. »Der Prinz wird ja von 2 Räubern überfallen«, ruft Ava empört. »Der große Räuber mit dem schwarzen Bart sieht unheimlich aus«, meint Ben. »Ich finde den Kleinen mit dem Hut unheimlicher. Schau mal, wie fies der guckt.« »Ist das Kino?«, fragt Ahmed. »Nein, das ist Theater«, erklärt Susanne. »Das ist, Frau Enderlin macht den Schweigefuchs und die Kinder ihrer Klasse verstummen. Heute besuchen sie zusammen die Aufführung im Stadttheater »Die Räuber vom Düsterwald«. Herr Krasnitschi, ihr TTG-Lehrer, begleitet sie. Wir gehen gemeinsam, langsam und leise in den Theatersaal. Aber zuerst zählen wir noch einmal durch. Nino, du startest. 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, ruft Ben. 22, ruft Ava. Gut, alle da, meint Frau Enderlin. Wir sind nicht die Einzigen, also bleibt zusammen. Ich gehe voraus und ihr folgt mir. Langsam, niemand rennt. Herr Krasnitschi macht das Schlusslicht. Frau Enderlin nickt Herrn Krasnitschi zu. Dann sagt sie, wir gehen. Frau Enderlin und die Klasse betreten das Foyer des Theaters. Sie sind tatsächlich nicht die Einzigen, die heute die Theateraufführung besuchen. Auch ihre Parallelklasse ist da und 2 Klassen aus einem anderen Schulhaus. Wow, ist echt voll hier, staunt Ben. Schnell zu unseren Plätzen. Hey, nicht drängeln! Vor Ava und Ben drücken sich ein paar Kinder ihrer Parallelklasse vorbei. Nicht den Anschluss verlieren, sagt Herr Krasnitschi. Immer zusammenbleiben. Sie? Ava dreht sich zu Herrn Krasnitschi um. Sie? Sie? Ich muss aufs WC. Jetzt, seufzt Herr Krasnitschi. Okay, dort drüben sind die Toiletten. Ava und Ben drücken sich durch die Kinder. Ben, du bleibst hier. Ich muss auch. Du auch. Ist ja klar. Herr Krasnitschi schaut Ömer und Ahmed an. Ihr etwa auch? Beide schütteln den Kopf. Immerhin. Dann gehen wir schon mal rein. Herr Krasnitschi dreht sich nochmals zu Ben um. Und ihr beeilt euch. Das Theater beginnt gleich.
Als Ava und Ben wieder von den Toiletten kommen, ist niemand mehr im Foyer. Wo sind die hin? Ava dreht sich um. Vom Foyer weg führen 4 Türen. Alle sind bereits geschlossen. Wir versuchen es einfach bei der hier, sagt Ben. Bist du sicher? Ben zuckt mit den Schultern. Ava öffnet die Türe. Dahinter ist ein Gang. Ich glaube, ich habe Susanne gehört, sagt Ava. Da hinten. Als sie am Ende des Ganges ankommen, befinden sich Ava und Ben in einem großen Gewusel. Da, der Prinz vom Plakat, ruft Ben. Wir sind richtig, sagt Ava. Sie wollen weitergehen, um ihre Klasse zu suchen. Doch eine Frau stellt sich ihnen in den Weg. Da seid ihr ja. Super, dass ihr einspringen könnt. Die Frau lächelt. Ava sieht Ben fragend an. Ben zuckt mit den Schultern. Die Frau nimmt sie an der Hand und führt sie zu einer Gruppe Kinder. Alle stecken in Baumkostümen. Hier und hier. Die Frau streckt Ben und Ava je eines dieser Kostüme hin. Schlüpft rein. Ben sieht unsicher zu Ava. Müssen wir das? Mach schon, das haben die anderen von der Klasse sicher auch schon gemacht, sagt Ava und zwängt sich in ihr Kostüm. Sie sieht jetzt aus wie ein Herbstbaum mit bunten Blättern. Nur ihr Gesicht guckt noch durch ein Loch in der Mitte des Kostüms. Die Frau schmiert etwas braune Schminke auf Avas Gesicht. Ben grinst. Sieht gut aus. Junger Mann, auch du, rein ins Kostüm. Hopp, hopp, hopp. Ava und Ben stecken in Baumkostümen. Ava sieht aus wie ein Laubbaum, Ben ist eine Tanne, wie die 4 weiteren Kinder, die auf ihren Einsatz warten. Die Frau lächelt die Baumkinder an. Ihr seid jetzt gleich dran. Sie wendet sich zu Ava und Ben. Für euch ist es das erste Mal, aber keine Angst. Schaut einfach, was die anderen machen. Wir sind so froh, dass ihr für unsere 2 kranken Kinder einspringen könnt. Diese fiese Erkältung, die rumgeht, die ruiniert mir noch meinen schönen Wald. Als die Frau verschwunden ist, flüstert Ava zu Ben: Hier ist unsere Klasse auch nicht. Wo sind die bloß? Ben verzieht das Gesicht und starrt auf den schweren Vorhang vor ihnen. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Die sind... Weiter kommt er nicht, denn der Vorhang gleitet zur Seite. Ava und Ben sehen direkt ins Publikum. Dort sitzen die anderen ihrer Klasse und sie sind auch nicht verkleidet. Verkleidet sind nur Ava und Ben und die anderen 4 Baumkinder neben ihnen auf der Bühne. Die Scheinwerfer auf der Bühne gehen an. Und jetzt dämmert es auch Ava. Ich glaube, wir haben die falsche Tür erwischt. Ava starrt ins Publikum. Wie konnte das nur passieren? Wir sind auf der Theaterbühne. Sei still. Ben sieht Ava scharf an. Ava und Ben stehen als Bäume verkleidet auf der Bühne. Die anderen Kinder ihrer Klasse sitzen im Publikum. Da hätten auch sie sitzen sollen, doch sie haben den Weg nicht mehr gefunden und haben eine falsche Tür genommen. Eine Frau meinte, dass sie gekommen sind, um für 2 kranke Kinder als Bäume einzuspringen. Hoffentlich erkennen die uns nicht, flüstert Ava. Psst, zischt ein Baum rechts neben ihnen. In diesem Moment hören Ava und Ben Schritte hinter sich und Stimmen. Hier hinter den Bäumen ist ein guter Platz, sagt eine tiefe Männerstimme. Ein sehr guter Platz, wiederholt eine zweite. Das sind die Räuber. Ava muss aufpassen, dass sie es nicht laut herausbrüllt. Ben sieht sie streng an. Die 2 vom Plakat, die wollen doch den Prinzen überfallen. Hier legen wir uns auf die Lauer, brummt der eine Räuber.
Auf die Lauer legen wir uns, quäkt der Zweite. Wenn es nur nicht so winden würde. Die Baumkinder beginnen sich sanft hin und her zu bewegen, so als ob ihre Wipfel vom Wind bewegt würden. »Mach auch«, zischt Ben. Doch Ava steht einfach nur da, während alle anderen Bäume auch Ben hin und her schaukeln. Der Räuber mit dem schwarzen Bart zeigt auf sie. »Los, wir legen uns hinter der Eiche auf die Lauer.« Er macht einen Schritt auf Ava zu. »Au, du bist auf meinen Fuß getreten!« »Fuß?«, stammelt der Räuber. »Wurzel, du bist auf meine Wurzel getreten«, korrigiert sich Ava. Verwirrt sieht der Räuber Ava an. Was soll das? Du hast keinen Text? Pah! Ava verzieht ihr Gesicht. Ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid die fiesen Räuber. Der Schauspieler kratzt sich am Räuberbart und schielt unsicher zu seinem Kollegen. Reg dich nicht auf, Bruno, meint der kleine Räuber. Spiel einfach mit. Ist doch mal was anderes. Aber wir können doch nicht. Weiter kommt der schwarzbärtige Räuber nicht, denn sein Schauspielkollege wirft theatralisch die Hände in die Höhe. Hast du gehört? Der Laubbaum spricht. Oder habe ich mir das etwa nur eingebildet? Der Schwarzbärtige schmunzelt und beginnt nun ebenfalls zu improvisieren. Ich hab's auch gehört, sagt er und stupft mit seinem Holzschwert Ava an. Los, Eichenbaum, erzähl, warum kannst du sprechen? Ava wird plötzlich bewusst, dass sie auf einer Bühne steht und ihre Klasse im Publikum sitzt. Sie starrt den Räuber vor sich an. Gerne würde sie ihm ihre Meinung sagen, dass es sich nicht gehört, einen Prinzen zu überfallen und dass man nicht fies sein darf und dass sein schwarzer Bart stinkt. Doch sie bringt kein einziges Wort mehr heraus. Wir sind eben verzauberte Bäume, kommt ihr Ben zu Hilfe. Kaum hat er es gesagt, stimmen die anderen Bäume kichernd ein. Verzauberte Bäume, verzauberte Bäume, wir sind verzauberte Bäume, wir sind verzauberte Bäume. Oha, die Bäume in diesem Wald sind verzaubert, ruft der kleine Räuber. Ben macht einen Hüpfer auf die beiden zu. Ihr wollt den Prinzen überfallen, gebt es zu. Sie wollen den Prinzen überfallen, sie wollen den Prinzen überfallen. Den anderen Baumkindern macht es sichtlich Spaß. Sie wiederholen alles, was Ben sagt. Auf sie! Ben hüpft noch etwas näher an die beiden Räuber heran. Auch die anderen Bäume hüpfen auf die Räuber zu. Auf sie! Auf sie! Auf sie! Auf sie! Der größte Tannenbaum schubst den kleinen Räuber beinahe um. Hey! Ruft dieser und wedelt mit den Armen. Zwei kleine Tannen und Ben bedrängen derweil den bärtigen Räuber. Auch Ava hüpft hinzu. Dich machen wir fertig! Die kleinste Tanne befreit ihren Fuß aus dem Kostüm und tritt dem Bärtigen ins Schienbein. Aua, spinnst du? Bloß weg hier! Was ist denn hier für ein Lärm? Der Prinz tritt auf die Bühne. Die Bäume stehen alle dort, wo die Räuber weggerannt sind. Jetzt drehen sie sich zum Prinzen um. Wir haben die Räuber vertrieben, ruft eine kleine Tanne stolz. So, habt ihr das? Der Prinz schmunzelt. Nun denn, wenn dem so ist, dann werde ich heute wohl nicht überfallen. Der Prinz macht eine kleine Pause. Dann fügt er hinzu: Zum Dank lade ich euch, liebe Zauberbäume, in mein Schloss ein. Die kleine Tanne macht einen kleinen Hüpfer auf den Prinzen zu. Gibt es Sirup? Durchaus, antwortet der Prinz. Mit Eiswürfeln? Mit Eiswürfeln. Der Vorhang fällt. Ava, du hast noch etwas Schminke im Gesicht, sagt Ben. Ava wischt sich einmal mit dem Ärmel übers Gesicht. Besser? Besser.
Jetzt aber schnell zurück zu unserer Klasse. Ava und Ben eilen den Gang zum Theaterfoyer zurück. Ich glaube, ich habe Susanne gehört, sagt Ava. Warte, nicht, dass uns Frau Enderlin und Herr Krasnitschi entdecken, wenn wir aus der falschen Türe herauskommen. Hinter der Türe zum Foyer hören sie Ahmed. Das war großes Kino. Theater, Ahmed, Theater. Das ist Susanne, schmunzelt Ben. Eindeutig. Nun erklingt auch Frau Enderlins Stimme. Und? Hat's euch gefallen? Ja. Prima. Bevor wir jetzt losgehen, zählen wir nochmals durch. Nino, du beginnst. 1, 2, 3, 4. 19, 20. Ben und Ava schlüpfen genau zum richtigen Zeitpunkt durch die Tür. 21, 22. So, dann haben wir ja alle, meint Frau Enderlin zufrieden. Abmarsch! Ben und Ava atmen auf. Das war knapp, flüstert Ben. In diesem Moment dreht sich Frau Enderlin nochmals um. Ben, Ava, das gilt auch für euch. Kommt! Oder wollt ihr hier Wurzeln schlagen?